Herzlich willkommen zum GVC Podcast Talk, einem Gespräch über Gott, die Welt und Inspirationen für einen lebendigen Glauben mitten im Alltag. Wir alle haben Durst und brauchen lebensspannende Flüssigkeit. Doch was wir machen, wir saufen Mate, Cola, Fanta oder Sprite. Und das ist aus dem Grund ein bisschen blöd, weil es stillt halt unseren Durst einfach nicht. Und damit herzlich willkommen zu der letzten Episode von dieser Staffel, wo wir nochmal gemeinsam den Follow Jesus möchten nachsinnen und das Thema Wasser. Jetzt, der Felix Reithofer hat uns mitgenommen in dem Opener, den Satz, den ich gerade zitiert habe, in einem Spoken Word und hat Mate vielleicht ein bisschen mit Jesus verglichen. Und Mate kommt ja ein bisschen schlecht weg, wenn man das mit Jesus vergleicht. Ich habe mich gefragt, warum müssen wir uns dann überhaupt entscheiden zwischen diesen zwei? Und ich würde gerne einfach beides machen. Warum nicht beides haben? Und mit euch zwei zusammen, Matt Gremlich, Dani Weber, beide in der GVC Winterthur tätig, nochmal ein bisschen darüber reden, was wir an dieser Konferenz erlebt haben, was wir an diesem Wochenende erlebt haben und das zelebrieren, indem wir das an ein Mate probieren. Sind ihr dabei? Logo. Ich probiere gerne mal. Let's go! Noch nie gehabt? Noch nie gehabt. Come on. Das ist das Hipster-Getränk von den Jungen. Darum, Kleine, bevor Sie mal trinken, ja. ich habe ja das in der Cafeteria eingeführt. In der voll cool. Parkarena. Gibt es ab sofort Sonntagmorgen, Das heisst, am Morgen Sonntagabend? hätte ich dann auch trinken, Genau. weil eben- Also, cheers, guys. Zum Wohl. Danke. Gern. Das ist sehr fein. Ja. Haben wir die reingezogen. Hooked up. He? Zuerst ist gratis und nachher. Hey, voll, nein, ist gut. Also ich muss so sagen, ich habe natürlich mal, das trinkt man heiß in Original Mate, Ja. oder? Ja. Das ist ein Tee, ja. Natürlich vor vielen Jahren, vor langer Zeit in Argentinien, in Argentinier in Brasilien getroffen, wo natürlich hart das am Trinken war. So, jeden so Tag. ein Ding mit so einem Röhrchen. Ja, genau. Das ist schon das, Ja. oder? Das ist Ja. traditional. Ja. Aber man muss es natürlich schnell zur Verfügung haben heutzutage. So. Dann musst du es einfach schnell am Kiosk kaufen. Hey, mega cool. Mate, das hat es an der Follow Jesus nicht gegeben, aber was es gegeben hat, Wohl hat es schon gegeben. Sie ist Hat immer in es der auch schon Cafeteria gegeben? Okay, es gegeben. hat es dort schon gegeben. Okay. Aber was es noch viel mehr gegeben hat, sind inspirierende Speeches, Sessions, wo wir mitbekommen haben, was es heisst, dem Jesus nachzufolgen und auch was es heisst, irgendwie das Wasser von ihm zu bekommen. Und ich habe eine ganz einfache Frage: Was habt ihr mitgenommen von der Konferenz? Was hat euch begeistert? Was hat euch von dem Wochenende begeistert? Genau. Hey, also viel. Und für mich ist sicher insbesondere auch spannend gewesen, die Redner und Rednerinnen zu hören, weil ich ja die auch mit angefragt habe. Und so darum lege ich jetzt den Fokus auch gerade auf das. Und für mich hat es eigentlich in jeder Session ein Gold Nugget gehabt. Ich habe es mega toll gefunden, wie die Gäste, die wir hatten, oder die Leute, die auf der Bühne gestanden sind, sich auf die Thematik eingeladen haben und Sachen herausgezeichnet haben, die mir einfach auch noch nicht bewusst waren. Angefangen bei der Regula, mit dem Jakobsbrunnen, der Vergleich und dann noch, dass sie dort wohnt. Das hat mich gepackt. Das habe ich mega cool gefunden. Ich könnte jetzt von jedem etwas sagen, das mache ich nicht. Für mich ist dann am Samstagabend in der Message von Brian Heasley hat mich enorm angesprochen, dass die Jünger im Sturm nicht umkehren sollen, sondern dass es nachher einfach weitergeht. Mhm. Und irgendwo hat mich das gerade auch verwünscht. Also in meinem Leben, dort wo ich bin, wo ich schon merke, ja, umkehren wäre eine nice Option oder einfach, sagen wir so, einfach weg von dem Sturm fahren. Und das ist mir gerade richtig tief gegangen. Ja, cool. Also er hat uns dort illustriert, dass die Jünger, die ein cooles Erlebnis mit Gott gemacht haben, man könnte meinen, ja, jetzt kannst du dich wieder mal erholen, kannst du wieder mal in deinem eigenen Gärtchen sein und so. Und Jesus schickt sie ja dann weiter in die Mission, schickt sie irgendwo an, wo sie dürfen etwas tun. Und das ist cool, ja. Als andere Ufer vom See, ja. Ja, cool. Mega nice. Hey, ich muss ehrlich sagen, ich habe es im Vorfeld schon ein bisschen bei uns im Producing, also in meinem Bereich, besprochen, dass ich das einmal schwierig finde, wenn du fürs Drumherum noch zuständig bist, dass dann hast du vielleicht dann Zeit, um mit hineinhocken und dann umstellen von Task, von Arbeiten, von alles Denken, sind die Leute da, die du brauchst, ist alles Sicherheit, bla 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 bla. Und dann auch noch und dann das Herz aufreißen und das geht keiner reden, oder? Ja, das ist eine Challenge.
Und das war eine mega Challenge gewesen. Mich hat es begeistert, schon jetzt mal auf einer Meta-Ebene, dass ich das eben mit meinem Team besprochen habe. Ich habe das mit Gott besprochen und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das packe. Ich das aber mega cool gefunden habe, wie sage ich, jede Session für mich auch ein Nugget hatte. Weil ich wie gemerkt habe, obwohl dass ich eigentlich dass ich am Arbeiten bin, schaue, dass es drumherum stimmt, mich Gott in dem ernst genommen hat und mich abgeholt hat und mir eigentlich überall etwas reingenommen hat. Und mich hat sicher begeistert, eben, die Verbundenheit und die Sendung. Dass das eigentlich ein Miteinander ist und dass in jeder Session hast du sie wieder gehört und das hat mich extrem begeistert. Ja. Wow, mega cool. Und auch schön zu hören, dass du etwas hast mitnehmen konntest, obwohl du am Mitarbeiten warst. Und ich hoffe, dass es allen so geht, die bei uns in Kirche oder an diesem Wochenende mitgeschafft haben, irgendwie können sagen, hey, ja, ich kann einen Dienst machen, ich kann mich dafür investieren und gleichzeitig kann etwas mitnehmen. Mega, mega cool. Was hast du mitgenommen? Boah, einiges. Also einerseits viel Arbeit, weil ich die Podcasts auch noch machen durfte. Genau. Aber es war natürlich genial, nochmal vertieft auch Fragen zu stellen. Ich habe natürlich bei den Sessions mir immer schön Notizen gemacht, um dann auch alle Gastredner nochmal zu bohren mit Fragen. Und das meiste, was ich mitgenommen habe, und das werden die Jungen am Sonntagabend auch nochmal hören, einschnaufen und ausschnaufen. Wir haben uns entschieden, sogar eine Predigt nochmal abzuändern, weil wir einfach das Thema irgendwie, mein Herz irgendwie von dem so ergriffen ist, um zu sagen, hey, wir schnaufen die, indem wir mit Jesus Zeit verbringen, und wir schnaufen aus und es soll irgendwie ausfließen, es soll überfließen in unser Umfeld. Und dass jeder Einzelne darf machen, dort wo er ist, in seinem Alltag, das ist irgendwie so einfach und irgendwie so weltbewegend, ja. Das hat mich auch mega inspiriert. Ja. Du hast es jetzt auch schon angesprochen, so das Zweifache, das Sein bei Gott. Und es muss immer nachher in Sein der Welt oder mit den Menschen hineinleiten. Und in dem Workshop am Nachmittag von Brian Heasley, ich weiß nicht, ob ihr dort drin gesessen seid, hat er so noch mega klar gemacht und gesagt, ja, im Podcast, ja, Staffel 1, Episode 1, du kannst nicht leben, wenn du nur einschnaufst oder nur ausschnaufst. Das habe ich mega gut gefunden. Ja. Das inspiriert, ja, das ist cool. Noch auch ein Tipp, ich habe mir auch Notizen gemacht. Ich bin sonst nicht der Notizentyp, aber gerade in dieser Spannung auch von irgendwie hast du alles andere noch im Kopf, hilft es mir enorm, mich auf die Message zu fokussieren, wenn ich Notes schreibe. Ja. Und ich habe mir einfach von allen Rednern auch Notizen gemacht. Das hilft mir wieder, um den Zugang besser zu finden, weil sonst bin ich auch überall und denke an alles. Und, ja. Also ein kleiner Tipp für dich, falls du alle Sessions noch auf YouTube anschauen willst, dann unbedingt das Notizbüchlein mitführen. So gut. Hey ja, Follow Jesus ist schon vorbei. Mich würde es wundern, wie entsteht eigentlich so ein Wochenende? Was hat uns dazu bewegt, das zu machen? Und was hat uns vielleicht sogar dazu bewegt, es so zu machen, wie wir es machen? Grosse Frage. Also es ist ja das zweite Mal, wo sie stattfindet, jetzt so, oder stattgefunden hat in diesem Format, die Follow Jesus. Wir haben auch ja bewusst, das kann man ja da auch mal noch lüften, eigentlich gesagt, wir sagen dem nicht Konferenz, auch wenn sich der Name hartnäckig hält. Wieso? Nicht, weil die Konferenz doof ist, sondern weil mit der Konferenz auch so etwas mitkommt, wo auch lang geprägt worden ist. In den vergangenen 20 Jahren, würde ich sagen, in der Kirchengeschichte sind Konferenzen für so ein bisschen Bam, dick, laut, krass. Und wir haben gemerkt, wir möchten etwas machen, das ein näher ist am Alltag, das nicht immer nur dick, laut, krass ist. Und gleichzeitig hat es natürlich etwas von dem, weil wir kommen ja alle zusammen, wir setzen den Fokus auf das. Aber darum bewusst sagen wir eigentlich nicht Konferenz, sondern mehr ein Zusammenkommen, zusammen sein. Und wie es dann entsteht, ist natürlich ein langer Vorlauf in der Bewegung. Und ich denke, was man jetzt sicher auch sagen kann, ist, wir haben dieses Jahr noch mal mehr versucht, sehr früh das ganze Staff-Team mit zu involvieren. Ich glaube, da könntet ihr wahrscheinlich auch sagen, das ist mega wichtig, damit man irgendwie mit on board kommen kann, damit man sich einklinken kann. Da sind mega viele Leute mit involviert. Die einen, die man dann sieht, dann auch am Wochenende. Die anderen, die man weder im Podcast sieht. Die sitzen nämlich da hinten. Shoutout an Domi, der das macht. Oder eben dann auch technisch im Hintergrund sind. Also das ist mega vielschichtig. Das vielleicht so mal als Anfang. Wow. Wie habt ihr das erlebt? So, weißt, jetzt auch, ihr seid ja dann nicht in den Bewegungsmeetings dabei, wo wir das miteinander machen. Dann mehr von der Winterthur-Seite mit dem Board genutzt werden?
Hey, mega cool und mega wichtig. Für uns ist es ja schon auch immer wieder eine Chance, wo wir auch merken, hey, so als Kirche zusammenkommen. Ich jetzt als Jugendpastor, der eher so die MyChurch mit reinbringen, sozusagen, hey, wir sind GVC Winterthur, das machen wir irgendwie gemeinsam. Und schon auch, einfach auch Themen, wo ich gemerkt habe, hey, das spricht mich schon persönlich einfach auch an. Und das ist natürlich dann auch einfach zu sagen, hey, komm doch auch oder nimm doch deine Small Group mit, um so auch ein bisschen ins Thema mit einzukommen, ja. Aber gell, am Schluss, du wirst echt dort eingeworfen. Es ist einfach ein Weekend, du bist dabei, du meldest dich an. Logisch, einzelne Leute haben dann nur einzelne Sessions können dabei sein, aber wenn du einfach das volle Programm hast, du wirst dann einfach so nicht berieselt in einem negativen Sinn, sondern es kommt dann einfach wie eine Welle auf dich zu und man nimmt das auf, schnauft das ein und jetzt hoffe ich, dass es dann auch ausgeschnauft werden kann. Genau, voll. Hey, ja, ich meine, es ist ja ein bisschen eine Challenge auch, jetzt, glaube ich, für uns hier in Vinti. Neben dem Tagesgeschäft dann noch so eine Konferenz zu hosten, oder? Wenn man sonst grosse Churches anschaut, die haben dann Leute, die das machen. Und das habe ich eben, es geht vielleicht das Gleiche rein, dass man sich dann auf das einstimmt. Und das habe ich cool gefunden, dass man wie eine Vision da war, dass die Vision wirklich kommuniziert worden ist. Und gerade die jetzt nicht so involviert sind, dass man die mitgenommen hat. Ja, und das hat man dann einmal im Team auch gehört. Hey, so ein bisschen, ja, was muss ich jetzt machen, wenn muss ich da sein? Zu sagen, hey, wenn du keine Aufgabe hast, bist du der Host. Wir wollen zusammenkommen. Genau. Und eben so, wie ich es selber erlebt habe, eben, dass das für mich jetzt sehr taskorientiertes Wochenende war. Und dass mir dann Gott begegnet ist, habe ich von verschiedenen gehört, wo ihnen nur eine Session gekommen sind oder wo dann ihnen sich gemeldet haben zum Mitschaffen bei mir. Und ich gesagt, hey, kannst du hocken in die Session, oder? Jetzt braucht es dich da oder dort nicht. Und dann gesagt, hey, so cool bin ich gekommen, ich habe so viel mitgenommen, oder? Ich denke, es ist auch in dieser schnelllebigen Zeit auch immer die Challenge, dass man sich Zeit rausnimmt. Und mich hat es nochmal neben dem Arbeiten einfach nochmal so eine Ausrichtung gegeben. Und ihr nochmal näher an das Herz von Jesus gezogen, was ich genial finde. Ja. Cool. Mir kommt noch in den Sinn, was man schon sagen kann, ist, so eine Konferenz ist eigentlich im Kleinformat etwas, was wir immer versuchen. Wir versuchen, feste Teams zu schaffen. Und wir haben mega viele verschiedene Teams. Eben, das fängt an bei einer Gruppe von der ganzen Bewegung, die zusammenkommt, und dann in den einzelnen Kirchen wieder Teams. Und eine Spannung, die du drin hast, ist ja immer, je mehr Leute mitreden, desto schwerer ist es manchmal auch, einen Entscheid zu finden. Und ich glaube, das zeigt sich an der Follow Jesus eigentlich noch schön, wie wir das auch versuchen zu machen. Das heisst nämlich, du kannst am Schluss nicht immer mit allen entscheiden. Ja. Aber wir definieren Teams. Das ist eigentlich immer möglich, nicht einfach eine Person, sondern mehrere. Und die dann miteinander etwas vorbereiten, treffen gewisse Entscheidungen und dann geben wir es wieder in Gremien zum Review. Zum Beispiel bei den Gästen hat dann das Projektteam und dort drin eine Untergruppe von 2 Leuten eigentlich mal eine Selektion erstellt und dann das wieder abholen. Hey, wäre das okay, gehen wir mal diesen Weg. Ich weiss ja dann auch nicht, ob die Leute zusagen. Dann geht das immer so schrittweise, das braucht mega viel Zeit. Aber es ist, finde ich, schon dann auch eine Art und Weise, wie man die Leute mitnehmen kann. Und dann genau gleich dann weiter mit dem Gesamtstaff ins Gespräch zu kommen, zu sagen, hey, als Bewegungsleitung haben wir entschieden, wir gehen in diese Richtung thematisch. Jetzt aufmachen für Ideen, mitnehmen, auch Fragen stellen, was braucht es, dass man sich involvieren kann. Ich finde, so ein bisschen modellhaft zeigt es eigentlich, wie das geht und wie wir das versuchen. Was ich damit nicht sagen will, ist, dass es spannungsfrei und einfach immer einfach ist wegen dem. Also, ich will nicht jetzt einfach sagen, das ist super und mega easy, sondern es ist schon eine rechte Challenge, so in einem Miteinander darauf einzuarbeiten. Ja. Also offensichtlich auch ein bisschen unterschiedlich, wie man das vielleicht von früher kennt, wie das vielleicht auch noch an anderen Orten gehandhabt wird. Matt, was ist anders an unserer Follow Jesus, an dieser Konferenz? Was haben wir für Elemente reingebaut? Was haben wir für Sachen bestellt, die irgendwie anders sind? Ich meine, es ist noch schwierig zu sagen, was ist anders. Vielleicht würde jetzt jemand, der von einer anderen Kirche ist, und auch eine Konferenz organisiert hat, sagen, ja, da sind wir gar nicht so weit weg. Oder? Uns ist sicher jetzt zuoberst auf der Ebene wichtig, dass wir einen Ort schaffen können, wo die Menschen mit dem Jesus connected. Das Thema war Wasser, über alles, dass wir an das lebendige Wasser herankommen. Und da sind wilde Ideen gekommen. Die sind auch nicht überall gleich auf offene Ohren gestoßen. Ja. Grundsätzlich würde ich jetzt von mir behaupten, ich bin eher der, der die wilden Ideen ein bisschen feiert, oder? Aber Dani und der Timon sind gekommen, und ist schon relativ früh, wir brauchen einen Brunnen. Und ich bin doch für die Liegenschaft zuständig, sie sagen, wir müssen einen Brunnen haben. Und ich von der Vision noch nichts gecatcht, oder? Ja. Und dann ist es so ein bisschen, ja Mann, was wollt ihr jetzt? Ja, was wollt ihr einen Brunnen? Nach jetzt müssen wir einen Brunnen haben. Und dann hat man dich gefragt und du hast genau dann so haben wir es gesagt. Genau. Ja.
eben, wir sind dann vielleicht in dem Moment die praktischen Sachen. Ja, wo geht das Wasser an? Wie viel Wasser brauchen wir? Wo haben wir den Schlauch her? Ja, ein Brunnen. Weißt du, wie teuer ist das? Der muss eine gewisse Größe haben. Was machen wir nachher mit dem? Können wir ihn mieten und so? Dann war es auch mega cool, irgendwie so einen Brunnen zu haben. Können auftreiben, ein ehemaliger GVCler, der Forstwart ist, der auf das ein bisschen spezialisiert ist, privat neben seinem Job, hat uns für einen super Preis, also für einen Freundschaftspreis, oder, ja, so einen Brunnen geschnitten. Der ist draussen gestanden. Ein bisschen schade war das Wetter, oder? Das, ich glaube, ja. Aber jetzt, wenn ich sehe, jetzt sind am letzten Sonntag sind Kinder am Wässerle, ob es die Eltern gleich cool finden wie mir. Aber also, ich finde, es hat wie etwas plastisch gemacht. Ja, an dem Wasser ziehen, oder? Den Durst stillen. Ja, mega cool. Ja, also ich hatte mega Freude an diesem Brunnen. Das habe ich dann hoffentlich auch ausgedrückt. Ja. Ich finde, am Schluss ist es mega gut gekommen. Wir haben dann den zweiten mit Hilfe vom, wie sagt man dem, Spinnenstapler oder wie? Ein Ameisen. Ameisenstapler. Ja. Shoutout für die Quellaufstiftung, die uns geholfen hat. Aus dem Auto rausnehmen. Ich bin froh, dass der SUVA-Beaufsichtigte nicht nebendran gestanden. Wir haben beide unsere Schuhe angehabt. Birkenstock-Sandalen oder so haben wir angehabt. Du, solange eure Rücken noch ganz sind, ist das doch die Hauptsache. Ja, nein, das ist so. Ja. Hey, ja, aber am Schluss, also wir haben es irgendwie genossen, oder? Wenn man dort so am Freitagabend kommt und du kommst so eine Flasche über und es ist ein Symbol. Aber das ist Taufe und Abendmahl auch. Also weißt, irgendwo so etwas integrieren, wo man kann sagen, hey, schau, da kannst du dein Wasser füllen. Und Follow Jesus hätte sollen so ein Momentum sein, wo das die Leute machen können und hoffentlich unsere Angebote, unsere Gottesdienste, warum es uns überhaupt gibt als GVC, soll dazu dienen, dass die Menschen ihr Wasser füllen können, oder? Und das ist cool. Darum, wenn wir den Brunnen noch weiterhin da haben, finde ich nice. Vielleicht fließt irgendwann mal Mate daraus raus. Who knows? Alle Kinder nicht schlafen nach dem Gott. Ja. Okay, machen wir nicht. Hey, aber Dani, nochmal schnell zurück zu diesen Speakers. Also ich habe es ja genial gefunden, ich habe es auch noch mal interviewen, auch wenn ich es nicht immer super verstanden habe. Aber Du hast es super gemacht. ja, aber ich einfach die englischen Wörter nicht ja. kennen. Also, die 2 Speakers oder 4 Speakers, die wir eingeladen haben, was sind so für Beweggründe, wieso laden wir jetzt die ein, was haben die für einen theologischen Background, wo kommen die, was sind da so Überlegungen, die man sich macht? Ja, wir sammeln natürlich mal ziemlich breit. Aber jetzt, was klar ist, wir haben so eine Grundausrichtung. Die ist in unserem Titel «Follow Jesus». Und das Thema ist in dem Sinne immer Leute, die irgendwie in das Thema reden, von der Nachfolge. Das heisst, Glauben im Alltag leben. Eigentlich könnte man das auch so ausdeutschen. Also, die Entscheidung getroffen zu haben, Jesus als das Wichtigste im Leben zu nehmen und dann das versuchen im Alltag umzusetzen. Somit schauen wir nach Leuten aus, die das können. Also, es gibt super Theologen, absolute Nerds, die aber dann vielleicht einfach den Schritt in den Alltag nicht anbringen. Also das versuchen wir eher nicht zu nehmen. Jetzt können wir mal vielleicht für eine Breakout-Session oder so, aber sonst, nein. Das gibt natürlich so ein bisschen im Fokus. Und dann fängst du an, die Fühler auszustrecken. Wir schauen immer, hey, gibt es lokal, regional Leute? Und dann gehst du so ein bisschen weiter. Da spielen viele Fragen rein. Wir möchten sicher eben ein bisschen da schon ein bisschen etwas Spezielles machen. Vielleicht mal jemanden, den man nicht hat, nicht so kennt sonst, oder nicht immer gerade da ist. Gleichzeitig spielen dort auch Fragen drin. Ja, lohnt es sich, jemanden einzufliegen für so eine kurze Zeit? Hey, und dann einer der grössten Faktoren ist ja, können und wollen die Leute. Ja. Also das heisst, man muss auch ein bisschen Netzwerk haben, ganz ehrlich. Man muss die Leute ein bisschen kennen. Man muss, weil einfach so eine Anfrage aus dem Blauen, dann da kommt eigentlich meistens «Danke vielmals, ich bin für die nächsten 3 Jahre ausgebucht». Aber wir sind sicher, wir machen eine super Sache. Darum gehst du auch mit Leuten, die du irgendwo einen Bezug hast. Und den haben wir jetzt in dem Fall gehabt. Den haben wir schon vor 2 Jahren gehabt mit einem Thomas Harry. Den haben wir jetzt mit diesen 2 Leuten von England, oder von Irland besser gesagt, vom 24/7 Network, weil wir eben die Leute kennengelernt haben, also ein Leitungstreffen. Und mit der Regula natürlich auch jemand Lokales, was uns irgendwie noch wichtig ist. Auch die Leute, die unser Leben kennen, die nicht way off einfach von irgendwo her kommen und wo auch der Glaube zeigt sich ja irgendwo manchmal auch anders, wenn man in einem anderen Umfeld lebt. Und das ist sicher so ein Beweggrund. Ich habe mega Freude, dass die Leute so gesagt haben, aber ich bin dann noch mega auch ein bisschen nervös. Also am Freitagabend bin ich noch heim, so ein bisschen mit mulmigem Bauch. Ich meine, einen coolen Abend mit der Regula, das ist immer so safe, oder? Lokal, Schweizerdeutsch. Und dann so gemerkt, die Gäste sind angekommen, die haben auch mal eingeschnuppert, sind so ein bisschen am Anlanden gewesen. Und dann denkst du so, wow, fühlen sich die echt wohl bei uns? Was passiert morgen? Ja, genau. Cool.
Ja, also ich glaube, es ist mega bereichernd, irgendwie zu wissen, hey, da ist jemand von einem anderen Ort, vielleicht in einem anderen Milieu daheim, wo auch Pastor ist, wo irgendwie die gleichen Sachen kennt, auch eine Kirche baut. Und gleich am Schluss sehr ähnliche Themen, oder? Ja. Wo so ist, hey, dass irgendwie das in das Herz einredet, wo hoffentlich Gott irgendwie über der Schweiz sowieso schon hat und auch wo wir irgendwo durch dran sind, ja. Dass Menschen dürfen, oder Menschenleben dürfen zum Blühen kommen. Ich habe es noch cool gefunden mit der Henna, weil sie hat schon so Sachen gebracht, die für mich ja, neu, aber oder wo ich jetzt probiert habe, mal neu, wo ich in den Alltag einbauen, so wie hat sie es genannt, ein Schnaufgebet. Ja. Also wenn du kurz Zeit hast, tu doch bewusst schnaufen und in dem hineinbeten. Und dann hat es mich so begeistert, dass sie mich inspiriert hat. Und sie hat dann am Sonntag nach dem Gottesdienst gesagt, hey, ich sehe, ihr macht Alpha und so, hättest du doch etwas gesagt, ich hätte das einbauen können. Und ich gesagt, wir fangen dann jetzt die Werbung an für den Alpha. Und sie so, hey, wie machst du Werbung? Und ich gesagt, ich hätte jetzt die Idee gehabt, mit einem Fisherman's-Päckchen und einer Etikette drauf, wo eben so eine kleine Beschreibung ist, hey, nimm doch jeden Tag so ein Fisherman's-Zeltchen, suckle das. Ja. Und währenddem das Suckel ist, Bett für Personen, die einladen. Macht das allein in der Kleingruppe oder so. Und dann sagt sie, hey, wow, das wäre meine Idee gewesen. Wieso hast du die und nicht ich? Darf ich die klauen? Und ich habe das so schön gefunden, dass jetzt sie war eigentlich auch so auf Augenhöhe gewesen. Sie hat mich inspiriert und ja, sie hat noch gesagt, hey, ich kopiere das gar und ich so, ja, super, brauche das. Und das habe ich mega leise gefunden, ja. Mega cool. So praktisch und eben auf Augenhöhe. Das. Ja. Ich muss noch etwas anfügen, was uns immer schon einfach wichtig ist, dass die Leute uns befähigen mit ihren Worten, dass wir in unserem Alltagsleben können nachher Glauben leben. Oder man kann eine riesige Show auf der Bühne abziehen, man kann irgendwie cooles Zeug vermitteln und dann ist es einfach boom, lässig gewesen. Aber irgendwo, wenn es Nuggets hat, wo am Schluss genau das Schnaufgebet in deinem Alltag landet, wo nicht mal Kirche dann muss wieder reinspielen. Logisch sind wir als Gemeinschaft auch da füreinander und uns stärken, aber zu sagen, hey, diese Befähigung muss stattfinden. Und das ist uns bei der Wahl dieser Leute einfach mega wichtig, dass irgendwie auch die geistlichen Gewohnheiten, die dazu führen sollen, damit Menschen in ihrer Nachfolge ausgerichtet sind an Jesus und das Reich von Gott um sie herum in ihre Welt bringt, dass sie das auf dem Herzen und dort drin reden können. Und da hat es ja einen roten Faden gegeben. Und das zeigt ja auch, dass der Heilige Geist im Ganzen drin ist. Das kannst du ja nicht machen. Ja. Also Logo, du wirst geschrieben haben, hey, das, wir haben über die Wasser-Thematik mit ihnen natürlich geredet und auch ein bisschen versucht zu schauen, dass sie sich dann nicht gegenseitig das Wasser abgraben. Ja, das Wasser abgraben. Und das versuchst du so ein bisschen natürlich zu selektieren, mit ihnen vorzubesprechen. Aber dann gerade so das Thema von der Bibel, das jetzt drin ist, ist wirklich auch einfach cool, wie das uns geschenkt worden ist, würde ich sagen, durch die Gäste, die wir hatten. Ja. Voll. Und gleichzeitig, es sind ja auch Anliegen, die ihr schon habt. Ihr beide predigt regelmäßig am Sonntagmorgen. Warum hätte man nicht einfach euch nehmen können? Ich glaube, manchmal ist ja die Abwechslung. Ich habe ja gerne Abwechslung, oder? Das hätte ich jetzt gar nicht so negativ konnotieren, sondern sagen, hey, ich höre ja auch gerne andere Leute. Und das ist ja cool. Ich meine, wir haben ja so, eben Rigola haben wir auch schon gehört. Und den Simon, ja, den haben wir auch schon. Der ist ein Lokalen, oder? Und mich hat jetzt ehrlich gesagt der Simon mega angesprochen, weißt, mit einfach seiner Autorität, die er in diesem Thema hat. Das ist mega cool. Aber ich glaube, es spielt auch eine Rolle der Prophet im eigenen Land. Ist doch cool, wenn jemand anders kommt und das Gleiche sagt, wo du vielleicht du im Herbst mal eine Predigt hast. Genau. Niemand weiss das mehr, oder? Hey, ich wollte das sagen. Ich meine, die Story ist natürlich schon wahr. Und das andere ist, wir haben so viele Möglichkeiten, zu den Kirchen zu reden. Und genau das möchten wir ja aus einer Woche. Einmal den Horizont ein bisschen auftun. Noch einen Impuls von sonst holen. Aber es war uns schon wichtig, jemanden aus der GVC-Bewegung auch auf der Bühne zu haben. Das war der Simon. Vor 2 Jahren hatte ich eine Session. Und so ist es auch cool, dass es irgendwie breit ist, dass es von verschiedenen Seiten kommt. Ja. Und das ist sicher so. Der Prophet im eigenen Land, den hörst du nicht immer gleich. Ich glaube, die Leute hören es schon, aber sie kennen es auch. Es tönt immer ein bisschen gleich. Und manchmal kommt es so mit einer leicht anderen Note dann. Ja, cool. Ich habe viel mitnehmen. Hey, mega schön, ja. Wie aber auch sonst an jedem Sonntag natürlich bei uns in Winterthur. Ja, also eine grosse Frage stellt sich mir schon noch. Lohnt es sich? Follow Jesus? Lohnt es sich? Sollen wir jetzt auswerten? Sind wir jetzt dran, ja. Fest am Auswerten. Und ich meine, das ist so eine schwierige Frage auch, weil du kannst ja er kommt auch wieder davon, an was missest. Ja, genau. Und ich glaube, was man sagen kann, ist, für alle, die da waren, hat es sich sicher gelohnt.
Das habe ich jetzt auch gehört. Ja. Das ist auch so, wenn man jetzt über die Umfrage, die wir noch verschickt haben, schaut, ein grosses Feedback. Ich denke, was sich für uns eine Frage stellt, ist, lohnt es sich, wenn sich nicht mehr Leute anmelden? Ja, genau. Und das müssen wir irgendwie abwägen und auch herausfinden, was leitet uns in dieser Entscheidung. Weil es soll ja auch nicht einfach um Profit oder um irgendwie nur ums Geld gehen. Ich glaube, sogar wir kommen raus das mal. Die Abrechnung ist noch nicht fertig gemacht. Aber das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Ja. Es war schon ein riesen Aufwand, oder? Und das ist ja manchmal das, was dann vielleicht ein bisschen wehtut. Das ist der Aufwand mit dem Ganzen Drumherum ist dann gar nicht viel grösser, ob 1000 Leute da sind oder ob 400 Leute da sind, oder? Ja. Und dann muss man sich das schon fragen. Auf der anderen Seite eben, was da gelaufen ist ja dann auch schwer zum Ergreifen. Wo haben die Leute Schritt auf Jesus gemacht? Wo hat es etwas verändert? Das sind ja so himmlische Werte, die kannst du nicht so ergreifen. Oder? Ja. Und auch wo sitzt man... Also, ich habe ja von vielen gehört, ja, ich wäre gerne gekommen, aber es läuft so viel, ich kann nicht mögen oder dies und jenes. Das ist ja fair. Genau. Und dann habe ich aber von vielen gehört, die gekommen sind. Also jemand hat mich gefragt, gib mir einen Grund, wieso ich kommen soll. Und dann habe ich ihm gesagt, gib mir einen Grund, wieso du nicht kommen sollst. Und dann ist er gekommen. Am Freitagabend war er so begeistert, dass er am Samstag auch gekommen ist. Und gesagt, hey, super, hast du mir die Gegenfrage gestellt. Und dort ist ja manchmal die Frage, wo müssen wir wie zu unserer Kultur auch einen Gegenpunkt setzen und sagen, hey, nein, wir machen es gerade. Uns ist das so wert, oder? Die Begegnungen, die wir miteinander und mit Gott haben. Ja, und das ist sicher irgendwie unser Anliegen, dass wir die Leute nicht einfach an ein weiteres Event anprügeln. Genau. Und darum haben wir vielleicht auch manchmal eher eine sanfte Art, um es zu bewerben. Mir ist dort einfach auch wichtig, zu sagen, wenn wir es machen, haben wir eine volle Überzeugung. Und man muss eigentlich nicht darauf warten, bis wir irgendwie wie die Marktschreier auf der Bühne stehen und die Leute anprügeln. Sondern, hey, das ist eine Einladung und wir zwingen niemanden. Aber dann, wir machen es aus voller Überzeugung. Und ich finde, es lohnt sich dann noch aus ganz vielen Aspekten, die wir jetzt auch noch nennen können. Für mich ist es immer schön, Bewegung auch miteinander sichtbar zusammen zu haben. Irgendwo braucht es auch Momente, wo man etwas sichtbar macht, wenn man schon sagt, man gehört zusammen. Ja. Und ich finde, das kommt zum Ausdruck an diesen Follow Jesus. Das kommt sonst manchmal auch in den Leidenschaftstagen und so zum Ausdruck. Und am Schluss schon auch, sich mal Zeit rauszunehmen und länger zusammenzukommen, das lohnt sich. Es gibt uns Möglichkeiten, die wir sonst nicht haben. Samstagabend, Session. Einfach mal Raum. Etwas, was auch viele Menschen sich auch wünschen, weil wir es am Sonntag nicht immer haben. Ja. Und da, ich meine, es gibt ganz viele Sachen, die sich absolut lohnen. Am Schluss musst du die Gesamtabrechnung machen und schauen. Ja, genau. Und mich freut ja manchmal auch, nicht jetzt alle Leute, die reinhocken, sondern zu sehen, dass zwei in einer Pause oder vielleicht auch während einer Session draussen miteinander am Blödeln sind. Du merkst so, oder dort sind zwei miteinander im Bett oder so. Mich hat es auch begeistert, dass wir die Families für die Families etwas gemacht haben. Oder? Dass es nicht einfach so war, jetzt gibt man nochmal Stress auf das Family-System und du musst schauen, also der Stress wird noch genug hoch sein. Aber ich habe von Paaren gehört, es war einfach cool gewesen, haben wir können in diesem Family-Room sein und es war gleich gewesen, dass mein Kind jetzt bei der Übertreibung ein bisschen laut war, weil die anderen auch. Wir haben das mitbekommen, oder? Ja. Und ja, ob es sich lohnt, das ist... da haben wir Pastoren immer, vielleicht sind wir da ein bisschen oder vielleicht muss man es auch anders sagen. Nach der Follow Jesus sagen, es hat sich auch mega gelohnt. Und voran, wenn es um die Organisation geht, sagt man vielleicht, ist doch viel Arbeit und so. Da sind wir jetzt am Auswerten. Findest du, es lohnt sich jetzt in Bezug auch als Jugendpastor? Es ist auch ein Moment, wo man miteinander arbeiten kann. Ist aber ja auch nicht immer einfach, weil vielleicht auch nicht immer alle wollen. Hey, voll. Also, es ist auch noch schwierig zu sagen, aber wir haben sicher von den Jugendlichen her in dem Sinne die schlechtesten Zahlen gehabt, wo wir schwierig finden, unsere Jugendlichen zu motivieren, dass sie motivieren, genau. Liegt aber sicher auch daran, dass wir seit ein paar Jahren unsere eigene Jugendkonferenz Wochenende machen, immer im September. Das ist natürlich schon eine Idee, wie man das kann. Ja, vielleicht noch ein bisschen tighter machen. Ja. Oder zusammenbringen, genau. Von dem her, das war in dem Sinne ein bisschen schade zum Schauen. Die gekommen sind, die haben es mega gefeiert. Die haben auch natürlich auch, ich sage jetzt mal, über alle Generationen dann können connecten oder können automatisch, weil in der Regel gehen die Eltern dann schon auch auf die Jüngeren zu, wenn du das vielleicht gar nicht willst und am Anfang vielleicht ein bisschen unangenehm findest. Aber am Schluss entstehen Gespräche, wo du merkst, boah, da habe ich ein weises Gegenüber, wo ich voll viel profitieren davon. Nur schon, wenn ich mit ihm 10 Minuten geschwätzt habe. Oder? Und dann merken wir schon, das fehlt natürlich in so einer Größe, wie wir als Kirche sind, dass die Jungen mit den Eltern mehr mal irgendwo einen Moment haben, wo sie zusammenkommen. Ja. Darum, das ist eine mega Chance, wo wir glaube auch müssen ausbauen müssen. Ja? Oder nicht, glaube wo wir werden irgendwie müssen ausbauen in Zukunft. Und für die Alten, die mir fast dazugehören, oder? Ja, ich schon, noch ein bisschen älter. Ich bin noch ein bisschen älter. Mich begeistert es ja dann auch immer, um die Jungen zu sehen. Weißt? Und das sagen mir vielleicht die Jungen noch zu wenig.
Es ist mega cool gesehen, wenn die da stehen und du siehst, das geht das Herz auf, wenn du siehst, wie Junge sich nach Jesus ausstrecken. Ja. Voll. Ja, und ich glaube, wir haben ja die Challenge auch in dieser schnelllebigen Zeit, ob jetzt die Jungen oder die Alten, so ja, ein ganzes Wochenende. Wollen wir die 5 Sessions gönnen oder nicht? Und ich habe es gut gesagt, oder? Die Challenge oder die eine Art wäre zu sagen, also wir tun alles abspecken, wir machen es nur noch ganz klein oder wir tun es nur noch digital zur Verfügung stellen, dann können die Leute halt dann schauen, wenn sie wollen. Das wäre so die eine Challenge. Und die andere ist so, ja gut, sagen, also dann machen wir es halt. Auch wenn die Leute keine Zeit haben, auch wenn wir in einer schnelllebigen Zeit leben, aber das ist das, was die Leute brauchen. Sie müssen wieder lernen, irgendwo durch verortet sein, sie müssen irgendwie lernen können, neu wirklich zu sein und sich nicht immer zwischen 5 verschiedenen Sachen müssen zu entscheiden und überall ein bisschen dabei sein. Und ich glaube, das war die Chance von Follow Jesus, zu sagen, hey, wir sind ein Wochenende lang an diesem Brunnen mit Jesus und können etwas auftanken. Und für das musst du halt Zeit opfern, ja. Aber ich glaube, es lohnt sich am Schluss. Ja. Cool. Schön. Ja, hey, dann wünsche ich uns, GVC Winterthur, gute, und der GVC Bewegung natürlich auch gute Auswertungszeiten für die Follow Jesus. Und wer weiß, vielleicht sitzen wir in einem Jahr wieder da und die nächste Follow Jesus besprechen. Ja. Who knows? Machst du wieder einen Brunnen, oder? Also, wenn ich den Auftrag bekomme. Das heisst, wir brauchen einen Brunnen. Wir können das Schwimmbad wäre auch noch cool. Schwimmbad, Wenn ja. jetzt schon ein Spielplatz, Genau. das Schwimmbad wäre vielleicht noch. Ja, genau. Ja. Cool, nice. 50 Meter Pool zum Schwimmen wäre Ja. dabei. Ja, so einen Taufpool haben wir dann einen neuen. Da freuen Ja, wir uns genau. schon drauf. Ja. Die Taufe ist mega bald drauf. Ja, Genau. das ist so. Sehr nice. Cool. Hey, danke vielmals für eure Gedanken, für das, dass ihr mit dabei sind, euch investiert habt an der Follow Jesus und auch für eure Zeit jetzt. Danke dir auch. Danke dir. Mega cool. Nice. Cheers. Cheers. Letzter Schluck für mich. Ich kann nicht schlafen noch. Ja. Ja, das ist eben so. Jesus kannst du immer trinken, Mathe halt nicht, weil am Abend solltest du schon irgendwann schlafen. Besonders die Jugendlichen, die das jetzt hören. Schlafrhythmus, 10 Uhr. Heia. Hopp. Hopp.